Wir sagen nicht Scheiße. Wir sagen Schfeuren. Und Schfeuren heisst Durchfall. Hey, sagst du mal etwas auf Rätoromanisch? Ich will dich nicht schlagen, aber es regt mich extrem auf. Weil das hören wir die ganze Zeit. Meistens freue ich mich kurz, weil ich so, jemand hat mal wieder Romanisch erkannt und hat nicht gedacht, ich sei Rumän oder Italiener. Aber sag mir doch bitte, was du hören willst. Und sag nicht, sag etwas. Frosch, Ruast. Die Gabel ist La Furcetta. Der Staubsauger, Il Ciuciapolvere. Rätoromane ist ein fancy Wort für Bündner. Nein, wir wohnen in Graubünden, aber wegen dem sind nicht alle Bündner Rätoromanen. Zürich ist absolut Hauptstadt der Rätoromanen. Nirgendwo hat es so viel wie da. Es gibt die, die bis Davos mögen, es gibt die, die bis Chur mögen und dann gibt es die, die bis nach Zürich runtergehen. Rätoromanisch. Wir sagen das nie. Wir reden Romansch. In Italien, wenn einer Michael Schumacher gesagt hat, dann habe ich das auch immer gesagt. Das ist falsch, heißt Schumacher. Sprich es richtig aus. Ihr könnt Romansch aussprechen. Probiert es. Rätoromanen heiraten nur andere Rätoromanen. Oh shit. Irgendwie hat es noch etwas Wahres offenbar. Das merke ich jetzt gerade. Mein Bruder hat eine geheiratet, die Rätoromanisch kann, obwohl sie Engländerin ist. Ich habe eine gefunden, die Rätoromanisch spricht, obwohl es nicht meins ist. Ich glaube, wir wollen einfach, dass unsere Sprache verbreitet wird. Ein Inzesthaufen nennen wir uns. Es hat vielleicht vor 80, 90 Jahren gewisse Vorkommnisse gegeben oder 2, 3 kleine Täler, wo man heute noch merkt, dass es nicht so viele Nachnamen gibt. Aber heute, dank euch Touristen, ist das Blut natürlich ganz frisch dort oben. Und auch wir sind nicht mehr ein Inzesthaufen. Die rätoromanische Kultur ist am Aussterben. Ja, das ist scheiße. Jetzt probieren wir etwas dagegen zu unternehmen, schon seit Jahren mit dem Romansch Grischun. Aber das Hochromanisch wird von 2, 3 Leuten gesprochen. Und zwar von den Moderatoren von Telesguard. Der Rest redet es nicht. Der Rest schreibt es aber in der Schule. Was wieder ein Vorteil ist, weil man könnte sparen beim Buchdruck. Das heisst, wir mussten vorher 5 Bücher drucken für die 5 Täler. Und jetzt müssen wir nur noch 1 drucken. Und da geht natürlich schon etwas verloren. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass Rätoromanisch nicht gleich Rätoromanisch ist. Ein Schüler nicht einen aus Lax unbedingt kennt und auch nicht mit dem verwandt ist. Geht doch einmal irgendwie surfen und schlägt mal nach, was es alles für Romanisch gibt, wie die heissen, wo die gesprochen werden. Das ist recht facettenreich dort oben.